Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Ein selten kurioser Fall steht heute an. Die Öffentlichkeit nimmt rege Anteilnahme. Und der Herr Amtsrichter ist in geharnischter Stimmung. Na, Angeklagter, reden Sie halt endlich. Warum haben Sie zwar die alte Ansaugdüse aus dem tiefen Brunnen von Biberg heraufgeholt, die neue aber dann nicht hinuntergebracht? Das ganze Dorf ist jetzt ohne Wasser. Sowas tut man doch nicht als ein solider Handwerker. Das verstößt wider alle Treu und guten Glauben. Und es ist ein Verstoß gegen das Gesetz. Das ist eine ganz gemeine Nötigung, mein Lieber. Das hat ja alles keinen Sinn. Ich bin halt so traurig. Ja, wie lang denn noch? Sie pflegen Ihre Melancholie, betrinken sich sinnlos und nebenbei drangsalieren sein ganzes Dorf. Nein, ich habe am Lehnerl nichts getan. Das Dirndl weiß überhaupt nichts von der Geschichte. Ja, das wäre noch schöner, wenn Sie das Mädchen auch genötigt hätten. Dann stünden Sie aber nicht hier, sondern vor dem Schwurgericht, mein Lieber. Genügt schon, dass Sie den Vater Ihrer Angebeteten, den Herrn Bürgermeister von Biberg und den Herrn Abgeordneten genötigt haben. Empfinden Sie wenigstens allmählich ein bisschen Reue darüber? Ja, ganz traurig bin ich. Aber in den tiefen Brunnen kann ich nicht mehr runter. Im Biberger Brunnen ist schon mal einer tot worden. Das ist doch schon über 80 Jahre her. So. Aber mein Vater ist auch verunglückt in einem Brunnen. Tödlich. Seit der Zeit bin ich vorsichtig. Sie sind doch ein gerade wegen seiner Furchtlosigkeit so geschätzter Brunnenmacher. Nicht? Man hat Sie von weit her geholt, eben weil sich Ihre Kollegen alle geweigert haben, in diesen verdammten Biberger Schacht hinunterzusteigen. Ich will die Gefährlichkeit Ihres Berufes keineswegs verkennen. Aber glauben Sie, dass Sie durch unmäßigen Biergenuss wieder Mut zur Arbeit kriegen? Hä? Meistens schon. Ja, dann müssten Sie aber jetzt bald in Hochform sein und durchaus in der Lage, die Reparatur zu einem guten Ende zu führen. Na, diesmal hilft die Sauferei auch nicht. Die Traurigkeit sitzt zu tief drin. Ja, ich habe auch wieder so Gesichter. Ja, schreckliche Gesichter. Ach so, ja, entschuldigen Sie vielmals, das habe ich ganz vergessen. Sie sind ja auch ein Hellseher. Aha. Was sehen Sie denn alles? Hä? Ja, ich sehe den Biberger Brunnen. Das Frau Lehnerl steht da und schaut runter. Neben ihr, da steht der Herr Baron. Und ich lieg drunter und bin erstickt. Theater, ganz schlechtes Theater. Wenn Sie uns nicht gleich die Wahrheit sagen, verscherzen Sie sich noch den letzten Rest meiner Sympathie. Sie stehen hier wegen schwerer Nötigung vor Gericht. Fragen Sie jetzt zum letzten Mal. Warum sind Sie traurig? Himmeldonnerwetter, antworten Sie endlich. Na schön, dann will ich Ihnen sagen. Sie möchten eine gute Partie machen, nicht wahr? Sie möchten sich das einzige Töchterl eines vermögenden Ökonomen und Gastwirts angeln. Sie haben den Vater sogar erpresst, sind bloß nicht zum Ziel gekommen. Ist es nicht so? Ja, ich bin halt traurig. Gut, das war ein Geständnis. Schreiben Sie. Der Angeklagte ist geständig. Die Tochter des Gastwirts und Bürgermeisters von Biberg, des königlichen Abgeordneten Georg Paulus, Fräulein Magdalena Paulus, minderjährig, quasi als extra Belohnung für seine Arbeit am Brunnen in Biberg, zur Ehefrau begehrt zu haben. Da ihm diese extra Belohnung verständlicherweise nicht zugestanden werden konnte, verweigerte der Angeklagte unter Ausnutzung seiner Sonderstellung als gesuchter Brunnenbauspezialist die weitere Arbeit und trat in einen den Tatbestand der Nötigung erfüllenden Streik. Fertig! Herr Staatsanwalt, ich glaube, wir verzichten auf ein Plädoyer. Verteidiger ist auch keiner bestellt. Die Urteilsverkündung erfolgt in etwa 5 Minuten. Herr Richter, halt auf! Herr Richter, das stimmt ja alles nicht, was Sie da schreiben, Herr Schreiber. Ich habe ja zu keinem Menschen ein Wort gesagt vom Lehnerl. Auch nicht zu Ihrem Herrn Vater. Ich bin bloß traurig. Herrgott, Erzl, was sind Sie bloß für ein fürchterliches Mannsbild?
Nie werden wir zwei zusammenkommen. Ja, jetzt werde ich selber bald traurig, ne? Da krieg ich ja wieder nie Wasser. Lassen Sie ihn doch heiraten. Gegen die Liebe ist kein Kraut gewachsen. Bitte keine Zwischenbemerkungen! Wie tief ist denn der Biburger Brunnen? Ein Beileid für 48 Meter. 50 Meter, nicht ganz. Ja, Sie sind aber doch schon mal drunten gewesen. Ja, zweimal. Das erste Mal, da habe ich den Brunnen geräumt, weil die Ansaugdüsen verstopft waren. Und das zweite Mal, da habe ich die alte Düsen auf. Sie dürfen mir's glauben, Herr Rat. Ich hab die neue Düsen schon in der Hand gehabt und wollte gerade runter. So habe ich die Dorf zugeschaut und hab für mein Bett. Da trifft mich wie der Blitz diese Schwermut. Ah ja, das ist um 10:15 Uhr gewesen, gell? Und um 11 Uhr fährt in Geisbach der Zug nach Landshut ab, womit das Fräulein Lenal wieder ins Internat zurück musste. 10:15 Uhr dürfte also ziemlich genau der Zeitpunkt gewesen sein, wo der Papa mit seinem Töchterl daheim abgefahren ist. Was für ein charmanter Zufall, wie? Na, ich hab halt das Fräulein Lenal so gern. Da hat der Brunnen gar nichts damit zu tun. Und wenn ich den Schmerz einmal verdaut hab und ich hab's Lenal vergessen, dann richtet den Brunnen, das versprich ich. Ja, wann können wir denn ungefähr damit rechnen? Können Sie uns ein einigermaßen verbindliches Datum sagen? Na, ich glaube, ich vergiss Lenal nie. Haben Sie dem Vater Ihrer Angebeteten nicht doch vielleicht so eine kleine Handelschaft vorgeschlagen? Da, du kriegst der Wasserwirt und ich krieg dafür der Töchter. Ja? Und die Geschichte hat sie. Hm? Bockiges Luder, bockiges! Ich wollte es dem Herrn Abgeordneten ersparen, die als Zeuge aussagen zu müssen, aber leider, es ist nicht möglich. Wachtmeister! Herr Vorsitzender, darf ich einen Vorschlag machen? Ich glaube, wir können auf die Einvernahme des Herrn Abgeordneten verzichten und uns mit den Ausführungen des zweiten Bürgermeisters bzw. der anderen Zeugen begnügen, da Herr Abgeordneter ist persönlich zu sehr engagiert. Ist mir auch recht. Wachtmeister, den Zeugen Leitner. Der Zeuge Corbinian Leitner. Jawohl. Auch kann die Mutter des Angeklagten gehört werden, beziehungsweise die Kellnerin Rosalia Walpertinger. Wolperdinger. Wolperdinger. Ja, gut. Also einverstanden. Ein Zeuge mehr oder weniger. Spielt gar keine Rolle. Der Zeuge Corbinian Leitner, Ammerer Bauer von Biburg. Setzen Sie sich, Angeklagter. Der Leitner. Ja, steht der Leitner. So, Herr Leitner, jetzt erzählen Sie uns einmal diese ganze Geschichte um den Dorfbrunnen von Biburg. Herr Rat, Sie können Ihnen das nicht vorstellen. Sowas ist zum Verzweifeln. Seit 3 Wochen müssen wir jeden Tropfen Wasser eine halbe Stunde weit herholen. Nicht? Jeden Tropfen. Warum? Weil der großkopfert Wirt seinen Fratz nicht heiraten lässt, weil er sich gut ist wie seinen tüchtigen Schwiegersohn. Ja, Moment, also jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Sie loben den Mann. Ja, Herr Staatsanwalt, der Leitner ist doch Zeuge der Anklage. Ja, der Mann hat völlig durchgedreht. Mäßigen Sie sich, Herr Zeuge. Ja, da mäßige dich. Ich möchte Ihnen sehen, Herr Staatsanwalt, was Sie für Geduld hätten bei so einem Bürgermeister. Der denkt ja bloß ans Parlament, aber nicht an uns. Wenn nur seine Tochter mal eine Partie macht und einen Stadtfrau heiraten kann, einen Advokat oder Minister, mir ist eine wurscht. Sie irren sich, Herr Zeuge. Nicht der königliche Abgeordnete ist angeklagt, sondern dieser erpresserische Brunnenmacher. Der Mann ist unschuldig. So, Sie würden ihm Ihre Tochter geben? Jawohl. Fürs Gemeindewohl ist mir nichts zu viel. Aber meine älteste Tochter ist erst 15 Jahre alt, nicht? Und so lange können wir mit dem Wasser nicht warten. Es gibt doch noch mehr Brunnenmacher in Bayern. Man erteile einem anderen den Auftrag. Selbst der Angeklagte hat noch 2 brunnenmachende Brüder. Seine Brüder waren bereits da, nicht? Die trauen sich auch nicht runter. Ne? In ganz Bayern traut sich keiner mehr runter in unseren tiefen Brunnen. Nicht? Seit der Hans-Kürger gestorben ist, unser alter Brunnenmacher ist ganz aus. Darum sind wir Biburger Bürger ja so froh, dass er morgen wieder 10 Uhr bei uns ansässig werden will. Ne? Sind Sie der Meinung, dass der Angeklagte nur gegen die Zusage, dass eine Verehelichung mit der Tochter des Herrn Abgeordneten zustande kommt, die Reparatur des Brunnens zu Ende führen wird? Jawohl, und recht hat er. Der Schwallkopf muss seinen Segen dazu geben. So. Tja, Herr Zeuge, tut mir leid, dass ich Sie darauf aufmerksam machen muss, dass Sie durch Ihre Aussage den Angeklagten schwer belastet haben. Ich? Ihm? Belastet? Ja. Das habe ich nicht wollen, Herr Rat. Wenn die Geschichte so ist, nachher widerrufe. Ja, was wollt's denn noch? Ja, die Geschichte ist nämlich ganz anders. Ja, wie denn dann? Himmel, Donnerwetter, noch einmal! Unser Bruder hat jetzt 1000 Jahre lang Wasser gegeben, ne? Und er gab jetzt nur mit 1000 Jahren her, wenn der
Großkopfer, die Abgeordnete nicht die Heisel jetzt herbauen lassen. Nicht? Die Heiseln wissen schon. Ne? Münchner Herrschaften und Jagdfreunde von ihm. Ja. Sie, was die Leute Wasser pritscheln, das glaubst du gar nicht. Ja, jeder hat ein Boot von den Großkopferten. Ne? Und jeden Samstag, wenn sie herkommen, dann hat der ins Boden, die Sabieren. Wir brauchen mehr Wasser, wie meine Kühe die ganze Woche saufen. Ja, das hält ja der stärkste Brunner nicht aus. Leutner, versteig sich bloß nicht zu Beleidigungen, das könnte sich eines Tages teuer zu stehen kommen. Mich nicht. Ich bin kein Beamter nicht. Leutner, keine Unverschämtheiten. Dann lassen Sie nicht sagen. Jetzt will er sogar eine Wasserleitung herbauen, ne? Die uns beiläufig 30.000 Mark kostet. Ja, wer soll denn das zahlen? Ne? Wir sind eine Bauerngemeinde. Ne? Und der Herr Pfarrer ist auch dagegen. Und in längerer Zeit ist der im Parlament drin geguckt, das wissen Sie schon. Ne? Bravo, Leiter! Gut hat's gekriegt, bravo! Er soll's doch heiraten lassen. Ich habe keine weiteren Fragen an den Zeugen. Ja gut, dann setzen Sie sich. Wachtmeister? Den Zeugen, nein, die Zeugin Walperdinger. Die Zeugin Walperdinger Rosalie. Jawohl. Im Institut ist zwar kein Platz mehr für Sie. Aber meine liebe Tochter, wer wird denn gleich den nächstbesten Mann heiraten wollen? Ich verstehe Ihren Vater gut. Keine Angst. Lass uns die Wahlen ruhig herankommen. Ich habe meine Bauern alle unter meinen Hut gebracht. Die Opposition kümmert mich gar nichts. Lass dir mein Fräulein Töchter keinen Handwerksburschen heiraten, oder? Die Zeugin Walperdinger Rosalie. Geh weiter, Dirndl, gehen wir rein. Wie steht denn der Prozess, Herr Wachtmeister? Ja gut, bei uns geht's Geschäft, da fällt Sie nichts. Herr Abgeordneter, ich muss wieder rein. Ja. Das Hohe Gericht wartet nicht. Rosi, lass dich für nicht reling, pass mal auf. Geh, Vater, sowas nennt man doch Zeugenbeeinflussung. Ach, geh. Die Zeugin Walperdinger Rosalie, Kellnerin bei Wirt von Biburg. Dankeschön. So, Freund Zeugin, bitte, kommen Sie näher. Frau Zeugin, warum wohl glauben Sie, hat der Angeklagte nimmer gearbeitet? Wer? Da könnten Sie auch nicht mehr arbeiten, wenn Sie am Tag 17 habe Bier trinken. Einmal hat er sogar 19 gesoffen. Und Sie haben immer fleißig eingeschenkt, ja? Das ist mein Geschäft. Von mir aus sauft Sie jetzt Grund. Oh, das ist aber eine sehr menschenfreundliche Einstellung. Waren Sie denn nie neugierig? Wollten Sie denn nie den wahren Grund für seine feuchte Melancholie wissen? Sie haben doch von Anfang an Bescheid gewusst, oder? Ach was, mir ist doch der wurscht. Frau Zeugin, hat der Angeklagte bei der Tochter des Hauses Annäherungsversuche unternommen und in welcher Form? Ist Ihnen da irgendetwas bekannt? Bekannt nicht, aber man hat ja Augen im Kopf. Was haben Sie gesehen? Erzählen Sie. Ja, dass er für mich gar nichts übrig hat, das habe ich gesehen. Und sowas fällt ihm als Madel auf. Ja, sicher. Er hat das gelangt, wenn ich ihm fleißig eingeschenkt habe. Und nicht einmal damals, wie der Herr mich für seine Tochter einspart. Ich meine, ich bin halt nicht sein Geschmack. Ja, danke, ich glaube, das genügt, Herr Staatsanwalt. Einen Augenblick, Herr Vorsitzender. Die Zeugin verschweigt uns etwas. Was wollten Sie eben sagen? Also gut, ich sag's. 500 Mark wollte er mal zahlen, der Herr Abgeordnete Paulus, wenn die seiner Tochter einen Brunnenmacher ausspannen. Aha. Und seine Jagdfreunde, der Baron Haunsberg und der Bankdirektor Hirmer, hätten die Summe auf 1000 erhöht. Nobel. Aber ich möchte ja nicht einmal für 5000 Mark das Psuffer, wohlgescheitel das Psuffer. Ja. Herr Staatsanwalt, Frau Zeugin, Ihre Vernehmung ist beendet, Sie können sich setzen. Dankeschön. Herr Wachtmeister, die Zeugin Irzel Franziska. Die Zeugin Irzel Franziska, jawohl. Das, wenn der Prinzregent wisst, was er für Beamte hat, da darf sterben. Ja, was ist denn los? Seid ihr denn noch nicht fertig? Einer nach dem anderen. Mutter, wir sind dran. So ein Bierstall ist doch in 10 Minuten verurteilt. Vielleicht, Papa, wird er aber doch freigesprochen. Hm? Ja. Frau Irzel, Sie sind also die Mutter des Angeklagten, ja? Freilich? Als solche haben Sie das Recht, die Aussage zu verweigern. Ich weiß eh nichts. Oh, das ist aber fein. Ja, Ihr Sohn lebt bei Ihnen, ja? Freilich, allerweil noch. Hat er nichts im Kopf als für die Brunnmacherei. Er nicht und seine 2 Brüder nicht. Die Buben, die sind wie einer Vater, die haben gerade eine Leidenschaft und die sind die tief im Brunnenschacht. Je tiefer, je lieber. Meine Mutter lernt sich aus mit mir. Ich kann in keinen Brunnen mehr runter. Ja, was ist denn das? Du bist ja krank. Ja, Maria und Josef, was haben sie denn mit meinen Zähnen gemacht? Ja, nix hab ich mit ihm gemacht. Hinhocken soll er sich jetzt wieder. Ja, was ist denn eigentlich los? Sind wir denn auf dem Theater? Gute Frau, ich bitte Sie recht schön. Das ist doch keine echte Traurigkeit. Nein, Mutter, glaub's ja nicht. Ich kann nicht mehr runter. Armer Bub, er ist doch noch nie vor seiner Richter gestanden. Haben's doch Erbarmen mit ihm, euer Gestrengen. Nein, den Zirkus mache ich nicht mit. Gell? Ich reiße ihm den Kopf schon nicht runter, Mutter. Aber wenn Sie schon aussagen wollen,
Dann bitte schön, reden wir vernünftig miteinander, ja? Ein guter Name. Also gut. Der Frau Paulus hat, wie ich aus dem Protokoll entnehme, ihren Sohn eigenhändig, das heißt, ich meine, persönlich abgeholt. Stimmt das? Ja, ja. Mhm. War das, wie sagt man so schön, die berühmte Liebe auf den ersten Blick, ja? Ja, ja, das ist wahr. Bei denen zwei, da hat's gleich Lichterloh brennt, ja. Ich hab die Buben grad wieder geschimpft, da geht die Tür auf und das Dirndl steht da. Unser Brunner ist verreckt, sagt schnell, ich brauch einen Brunnenmacher. Mei, die Frei von meinen Buben, das können sie ja nicht denken, gell? Ja. Nimm mich, alle drei sind's auf das Dirndl zu. Aber sie hat grad noch einen Zehner gesehen, hat ihm lang in die Augen geschaut und hat nachher gesagt, du bist es, hat's gesagt. Du gehst mit mir. Mhm. Sie spielen fein ganz schön mit bei dieser Komödie, gute Frau. Ich muss heute noch warten, wenn ich dran denke. Ah, das sparen Sie sich für später auf. Man hat sie vorige Woche nach Biber geholt, damit sie auf das Gemüt ihres traurigen Sohnes, so heißt es ja, etwas Einfluss nehmen. Wie haben Sie das angefangen? Ja, mei, ich bin ja Mutter. Mich hätte die Heirat natürlich gefreut. Na, das kann ich mir schon vorstellen. Aber jetzt machen wir Schluss mit der Gartenlaube, gute Frau. Setzen Sie sich hin, Ihre Vernehmung ist beendet. Wachtmeister? Herr Staatsanwalt. Den Zeugen Paulus, bitte. Danke, ich habe keine Fragen an Sie. Das wird schon noch recht pur. In die Romanen geht meistens auch allerweil alles gut aus, gell? Niemals geht es gut aus. Ich kenne wir von Biburg. Niemals. Der Zeuge Georg Paulus, Ökonom, Gastwirt, Bürgermeister, Viehhändler und königlicher Abgeordneter. Die Titulatur, die ist nicht vollständig, Herr Wachtmeister. Sie haben den Metzgermeister vergessen. Na ja, ich trage es ja nicht nach. Na, haben wir schon klar gekriegt, das Heiferl Elend, Herr Oberamtsrichter? Die Titulatur ist nicht vollständig. Amtsgerichtsrat, bitte. Aber Gens, was nicht ist, kann er bald werden. Dankeschön für Ihr Wohlwollen. Ich habe an Sie einige Fragen zu richten. Ja, bitte schön auch nicht. Womit kann ich dienen? Hat der Angeklagte bei Ihnen um die Hand Ihrer Tochter angehalten? Nein, der hat gar nichts gesagt. Nee? Der hat gerade gesoffen und das gratis. Geht da wie mit ihm und das nicht zu wenig. Herr Rat. Ja, bitte? Mensch und Vieh leiden Durst. Bis zur Stunde hat das Dorf keinen Tropfen Wasser und die Wahlen stehen vor der Tür. Ich bitte das Gericht mit aller Strenge vorzugehen. Fordern Sie die Höchststrafe, Herr Oberstaatsanwalt. Ah, unter der Todesstrafe tun Sie es nicht. Nein, mein Lieber. Das Urteil spreche ich als unabhängiger Richter. Außerdem nützt Ihnen das gar nichts, wenn man einsperren. Davon kriegen Sie auch kein Wasser. Ich werde im Parlament einen Zuschuss herausschlagen. Die Wasserleitung, die kostet uns praktisch nichts. Das ist mir gleichgültig. Nehmen Sie Platz. Bitte, Herr Staatsanwalt, wiederholen Sie jetzt vor dem Herrn Abgeordneten diese peinliche Frage, die Sie vorhin der Kellnerin gestellt haben. Danke, ich habe keine Fragen an den Herrn Abgeordneten. Da, schau her, auf einmal. Noch Held sind Sie aber wirklich keiner. Auch recht gut. Schauen wir, dass wir zum Schluss kommen. Wachtmeister, die Zeugin Magdalena Paulus. Die Zeugin Magdalena Paulus. Leni ist minderjährig. Ich bin dagegen, dass sie vernommen wird. Und ich bin dafür und sie wird vernommen. Meine Tochter studiert und kehrt auf die Schulbank und nicht auf die Zeugenbank. Die ehrwürdige Mathe-Direktorin, die sagt es auch. Das ist mir wurscht, was die sagt. Notieren Sie eine Ordnungsstrafe für den Abgeordneten 10 Mark? Herr Rat, mich können Sie nicht strafen. Ich habe meine Immunität. Ich bin gegen die 10 Mark immun. Ich verbitte mir jegliche Heiterkeit. Wir werden uns beim Herrn Kammerpräsidenten beschweren und das schriftlich und in aller Form. Die Zeugin Magdalena Paulus. Lienel, Brunnenlixel. Zeno. Jawohl, Sie wollen sitzen bleiben, Angeklagter. Hm? Und Sie kommen zu mir her, Frau Zeugin. Kommen's? Ja. So. Ich habe an Sie nur eine einzige Frage zu richten, aber ich mache Sie darauf aufmerksam. Ihre Antwort wird den Prozess entscheiden. Ja, Herr Richter. Sagen Sie mir noch was anderes. Studieren Sie eigentlich gern? Nein, heuer muss ich zum 3. Mal repetieren. Ach, du lieber Gott, was hat denn das für einen Sinn? Na schön, jetzt passen Sie mal gut auf, Magdalena Paulus. Lieben Sie den Angeklagten? Ich protestiere gegen eine so saudeme Frau. Das Dirndl hat keine Ahnung von der Liebe. Himmel, Donnerwetter, noch einmal! Wir schreiben heute noch an den Herrn Kammerpräsidenten. Jawohl. Antworten Sie mir, Jungfrau Zeugin. Ja. Sagen Sie es noch einmal. Und ein bisschen lauter, damit der Angeklagte auch gut und deutlich hören kann. Ich hab schon gehört. Freilich mag ich ihn.
Zeno! Na, lassen Sie ihn ruhig, Herr Wachtmeister. Kommen Sie her, kommen Sie her. Begrüßen Sie die Freund Zeugin. Es darf ruhig etwas über die formelle Höflichkeit hinausgehen. Das tue ich dir nicht, Herr Rat. Sie schweigen! Grüß dich. So. Ja, danke, das genügt. Hey, es genügt, habe ich gesagt. Wachtmeister, trennen Sie das Paar. Herr Richter, jetzt habe ich meinen Humor wieder. Jetzt steige ich gerne in den tiefsten Brunnen, unter 100 Meter tief. So, und Sie werden auch die neue Ansaugdüse in Biburg montieren? Auf der Stelle in 2 Stunden gibt's Wasser gerade nur. Zeno, vergiss dich nicht. Ach so, ja, das heißt natürlich, Herr Richter, wenn Ihr Vater einen Segen dazu gibt. So, jetzt haben wir's. Damit wäre die Beweisaufnahme geschlossen. Der Angeklagte hat sich eben selbst überführt. Ja, es tut mir leid, das Vergehen der Nötigung ist damit einwandfrei erwiesen. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Mit dem Urteil ist in ca. 5 Minuten zu rechnen. Respekt, Herr Rat. Jetzt gefallen's mir wieder. Herr Richter, Herr Rat, halten Da Sie gehst doch her, du bitte. Lausfratz, Bitte du. schön, Herr Rat, nicht verurteilen. Der Zeno ist völlig unschuldig. Der wollte ja den Brunnen damals schon fertig machen. Ich hab mir den Plan ausdenkt. Er war 3 Tage lang dagegen. Ich hab ihn direkt zwingen müssen. Ich hab ihn genötigt. Freund Magdalena, Sie haben da nicht nur wacker mitgespielt, sondern Sie haben auch offensichtlich und mit bestem Erfolg die Spielleitung gehabt. Respekt. Aber wenn der Fall so liegt, dann erklären wir uns für nicht mehr kompetent. Ein Richter ist schließlich kein Theaterdirektor, nicht wahr? Nicht einmal in Niederbayern. Ich erkläre das Verfahren für eingestellt. Die Kosten trägt der Herr Kläger. Die Kontrahenten werden angehalten, selbst die Versöhnung zu finden, den Frieden, die Heirat und das Wasser. Sitzung ist geschlossen. Vater, gib heute nach. Na, sag ich. Geh, Vater. Lieber gehst ins Kloster und ich vermache meinen Besitz der Kirchen. Schwiegervater, kennst den Spruch nicht? Ein Brunnen und ein Brei, den braucht man allweil. Ein Brei und ein Brunnen und ein bisschen Sonne. Genau, vergib halt nach. Bist du ein braver Mo. Vater. Ja, in Gottes Namen. Mein Segen habt's. Vergeht's gut, Papa. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus, auch in der guten alten Zeit. Und auf die Guillotine hat unser alter Herr Rat niemanden geschickt. Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse, menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich bayerischen Amtsgericht.